Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum ersten FC Bayern Talk in der neuen Saison, Leute. Ja, Bundesliga-Auftaktspiel, erster Spieltag, also somit ja, 1:6 gewonnen in Frankfurt. Ja, zu meckern gibt es eigentlich nichts. Ich denke, wir müssen da nicht unbedingt das Haar in der Suppe suchen. Ja, bärenstarke erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war Frankfurt ein bisschen defensiver. Wir haben ungefähr von den 10 Gängen, die wir haben, 8 rausgenommen. Zumindest so die erste halbe Stunde in der zweiten Halbzeit. Letzte Viertelstunde haben wir noch mal ein bisschen durch die Einwechslung halt auch ein bisschen mehr 1,5 Gänge vielleicht wieder hochgeschaltet. Aber will man den Jungs das verübeln nach 5:0 in der ersten Halbzeit? Ich denke nicht, ne? Von daher. Wie gesagt, gibt es nichts zu meckern. Grandioses Spiel, grandioser Sieg auf ganzer Linie. Ja, das Gegentor war ein bisschen ärgerlich, logisch, aber ja. Neuer war schon gegen Leipzig nicht gut, war jetzt ja noch krank und so. Und mein Gott, er hat den Ball halt gegen Schiemann gekriegt, hat ihn dann nochmal versucht zu klären. Kann halt passieren bei seiner Spielart, die er hat. Und wenn das bei 5:0 passiert, ist doch alles gut. Ja, wenn es schlimmer wäre, wenn es jetzt bei 0:0 passiert oder in irgendeinem K.O.-Spiel oder sonst was. Also von daher doch alles gut. Ja, wie ich schon sagte, wir haben das Spiel dominiert auf einer Linie. Also klar haben uns die beiden Standards so ein bisschen mit reingespielt zum Start, war, wenn man dann 2:0 führt, dann läuft das alles ein bisschen einfacher von der Hand. Und ja, der überragende Mann war halt Musiala, ja, erste Halbzeit. Also Lücken, die er da gerissen hat. Ich meine, wir haben es ganz einfach gespielt, wir haben schnell gespielt auf die Mitte, auf Musiala, der hat sich gedreht, dann vorne schöne Kombination gespielt. Ja, also ich habe Lewandowski heute auch wieder nicht vermisst, so wie schon im Spiel gegen Leipzig. Und damit ist, denke ich, zu dem Thema auch alles gesagt. Aber da war ja mehrere kritische Kommentare in den letzten Wochen da und kritische Stimmen. Klar kann man jetzt nicht wieder so ein Spiel als Maßstab nehmen. Interessant wird es dann, wenn es lange 0:0 steht oder sowas. Dann sieht das nochmal anders aus. Aber ich denke, die Spielweise, die man aktuell schon in Ansätzen sieht, ja, es kann noch nicht perfektioniert sein nach 2,5 oder jetzt 3 Wochen Vorbereitung. Da sind wir uns auch alle einig. Aber was man da schon sieht, wer dann auch abwechselnd mal in die Spitze geht und so weiter, ja, ich denke, da müssen wir uns in der Zukunft keine Sorgen machen. Gut, ich würde sagen, wir hauen uns mal die Statistiken rein, wa? Bin selber gespannt. Leider, aber was heißt leider? Ich hätte mir halt mal gewünscht, so wir hätten da den Stiefel mal durchgezogen. Ich bin mir sicher, wir hätten in der zweiten Halbzeit auch nochmal 3 oder 4 Hütten gemacht. Also, aber gut, wie gesagt, man kann es am Ende des Tages verstehen, wenn man 5:0 zur Halbzeit vorgelegt hat, dass man dann halt einfach ein paar Gänge zurückschaltet und das Ding nach Hause schaukelt. Die nächsten Wochen werden noch hart genug werden, also von daher alles gut. Statistiken. Bitteschön. Ballbesitz 36,8 zu 63,2. Abseitsstellung 4:3. Fouls 10:11. Zweikämpfe 51,8 zu 48,2. Ja, weicht ein bisschen ab von der bei The Zone, die Statistik. Da war irgendwie Frankfurt bei Ballbesitz bei 39, aber Zweikämpfe hatten wir 51% gewonnen. Also ja, ihr seht, ich kann es ja nochmal aktualisieren. Ja, ihr seht, da macht auch jede Seite so irgendwie seine eigenen Statistiken. Ich weiß es nicht. Schüsse aufs Tor 2,10, Schüsse insgesamt 8,23. Das ist zumindest gleich. Ecken 5,6, angekommene Pässe 274 zu 550. Flanken 9,8. Ja, Flanken sieht man bei uns natürlich jetzt eine Menge weniger. Hat man letzte Saison aber auch schon. Ich denke, das wird diese Saison auch so bleiben. Ich glaube nicht, dass wir nochmal irgendwie so 20 Flanken im Spiel sehen werden, wie es früher mal der Fall war. Schüsse insgesamt: Musiala 4, Kimmich 2, Mané 2, Torschussvorlagen, Müller 2, Gnabry 1, Sané 1, gewonnene Zweikämpfe, Musiala 8, Upa 7, Sabitzer 6.
Ballkontakte 108 Upa, 97 Kimmich, 91 Hernandez. Gefoult worden, können wir uns schenken. So viel einfach mal zu den Statistiken. Können die Spiele auch einmal durchgehen. Also erstmal, oder was man generell erstmal noch zum Spiel sagen kann, also Stimmung war mega, ja, war wirklich mega gut. Warum während der Nationalhymne durchgehend gepfiffen wurde, bin ich jetzt nicht auf dem Laufenden. Ich denke, ich werde es morgen in irgendeiner News lesen. Weiß nicht, was dabei ist, ob das jetzt wieder gegen den DFB ging oder sonst was, aber ansonsten super Werbung für den deutschen Fußball, super Stimmung auf beiden Seiten. Ja, hat einfach Spaß gemacht, die Stimmung auch mitzunehmen, gerade erste Halbzeit. Zweite Halbzeit war ein bisschen weniger, ne? Klar, das Spiel ist dann aber auch so 30 Minuten so vor sich hingeplätschert. So, Frankfurt wollte nicht, stand schön defensiv, wollten nicht mehr irgendwie noch 2, 3 Tore fangen. Wir haben auch keinen Bock gehabt, irgendwie jetzt noch groß Kraft zu investieren. Und da ist es halt so hingeplätschert, so 30 Minuten nach der Halbzeit. Aber wie gesagt, völlig okay, wenn man 5 Minuten Halbzeit führt, ob jetzt in Frankfurt war. Also müssen wir uns da nicht noch nach der Pause den Arsch aufreißen. Gut. Ja, sollen wir einmal durchgehen? Ein neuer, ja, gut. Den Fehler, was wird sie Ihnen jetzt vorher? Wir sind da gegen Schienbein gesprungen nach der Annahme. Das passiert den besten Stürmern, sonst was, sie dann kein Tor machen, ja, ist dann halt so, haben wir das Tor kassiert. Ansonsten war der Neuer heute, hat aber auch, mal ganz ehrlich, muss man auch sagen, nichts zu tun gehabt, ne? Ich weiß, was waren es gerade? 2 Schüsse aufs Tor oder was? Keine Ahnung. Ja, den einen, das war eher mehr eine Rückgabe. Also, ja. Will ich bei einer 3 sehen. Also Hernandez und Upa dasselbe. Obwohl Upa hat ein bisschen mehr, haben wir aber gerade gesehen, meine Zweikampfwerte war ein bisschen mehr gefordert wie Hernandez, was so Zweikämpfe anging. Über seine Seite, auch gerade in der zweiten Halbzeit mit dem neuen Mann bei Frankfurt. Hat's gut gemacht. 1, 2 Mal war er ein bisschen so 50-50 Gedöns. Aber im Großen und Ganzen will ich auch beide bei einer 3 sehen. Ja. Opa, wie gesagt, war ein Tacken auffälliger vielleicht. Benji hat wieder ein Tor gemacht. Ich weiß nicht, was los ist mit ihm. Eigentlich hat er keinen Bock auf rechter Verteidiger. Jetzt wieder rechter Verteidiger. Und 2 Spiele und macht jeweils ein Tor. Also, ich weiß nicht, ist ja unser neuer Levi-Ersatz oder was? I don't know. Benji, ja. Hat das gespielt, was er spielen kann. Ne? Hat er auch nicht so den Eindruck gemacht, dass er keinen Bock hat oder was. Ich bin sehr gespannt, ob da noch irgendwas passiert. Wie gesagt, ich fände es schade, weil er halt einfach, jetzt schießt er auch noch Tore, machen wir uns nichts vor. Und er ist flexibel einsetzbar. Also ich sehe da keine Notwendigkeit, da jetzt jemanden abzugeben. Aber da sage ich gleich zum Ende des Videos nochmal ein bisschen was zu. Fonsi, ja, Fonsi war heute wieder viel Licht, viel Schatten. Also ich fand sie wieder nach vorne natürlich bärenstark. Nach hinten hat er echt auch ein bisschen Schatten drin gehabt, muss man fairerweise sagen. Da sah er 2, 3 Mal nicht so sehr gut aus. Da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial da, aber nach vorne bärenstark, so 1, 2 Läufe, ne? Oder auch 1, 2 Kombinationen. Würde ich auch bei einer 3 sehen. Musala würde ich heute bei einer 1 sehen. Vergebe ich relativ selten, aber war einfach bärenstark. Jetzt noch nicht mal wegen seinen Toren, einfach wegen seiner Spieleröffnung. Ja, wie er den Ball angenommen hat, da 1, 2 aussteigen lassen hat. Dann noch Doppelpass oder irgendeine andere Kombination, so wie jetzt sein zweites Tor, eine super Kombination mit Mané und Sané. Und dann noch super durchgesetzt, muss man ja auch mal sagen. Also der Frankfurter war ja sogar noch eher am Ball. Also bärenstark für mich einfach der Mann des Spiels heute. Thomas Müller, Müller hat sich ein bisschen schwer getan, so zwischendrin hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Manchmal hat man so das Gefühl, das ging alles ein bisschen zu schnell für ihn, wenn wir da so kombiniert haben. Das ist ja nicht so ganz sein Ding. Aber hat sich sehr gut eingebracht, hat ein Tor vorbereitet. Und man hat auch wieder so ein bisschen gemerkt, wo er raus war, dass so ein kleiner Cut drin war im Offensivspiel. Habe ich ja schon im letzten Talk gesagt, da muss dann auch jemand anders noch das Heft in die Hand nehmen, da auf dieser Position. Dass das ein Sané nicht kann, der für ihn reinkam, ist klar. Ja, muss man mal abwarten. Bin ich sehr gespannt. Aber da hat man das wieder war aber auch so, dass wir echt 2, 3 Gänge rausgenommen hatten, muss man fairerweise auch sagen. Also Müller würde ich heute auch bei einer 3 sehen. Sabitzer würde ich auch bei einer 3 sehen.
hat es gut gemacht, war jetzt nicht so auffällig wie gegen Leipzig. Deswegen ist er auch relativ zeitig ausgewechselt worden, denke ich. So zeitig war es, glaube ich, auch gar nicht. Ne? Ja, 60. So war der erste auf jeden Fall, der runterging. War nicht so auffällig, aber hat jetzt auch kein schlechtes Spiel gemacht, ne? Muss man auch sagen. Hat die Position gut gespielt, hat auch immer wieder versucht, dann der Helfende zu sein in den Zweikämpfen. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Wie gesagt, wir haben Frankfurt nicht wirklich Chancen gegeben. Ja. In der ersten Halbzeit ein so ein Ding, wo sie durchkamen, die Ecke, klar, die an der Latte ging, logisch, Standard kannst du immer kassieren. Und zweite Halbzeit dann halt gar nichts mehr, außer den Neuer seine Aktion da. Also von daher ist gut. Haben mir ganz gut gefallen, dass sie auch ein bisschen defensiver waren. Kimmich und Sabitzer. Nur dass sie ein bisschen näher an der Innenverteidiger stehen, ein bisschen defensiver. Also weit vorne. Weil ich denke, hat es heute auch gesehen. Die vier, die da vorne da rochieren, machen und tun, sollten völlig ausreichen. Das ist ja nicht so, dass sie. Ich meine, Sabitzer und Kimmich rücken dann ja auch nochmal nach, ne? Aber wenn wir halt nicht den Ball haben, gefällt es mir so die etwas defensivere Variante in der Doppel-6 als wie 6 und 8 auf jeden Fall besser. Kimmich würde ich eine 2 geben. Hat das Ding gut gemacht, den Freistoß. Ja, da kann man jetzt sagen, lag vielleicht am Nebel. Ich persönlich glaube das nicht, ja, dass es an den Bengalos lag. Ähm, Da stand halt einfach noch den Spieler und der Torwart rechnete halt auch nicht damit, dass er den Ball dahin schießt. Erst recht, weil der Kimmich wieder hier seine Standardgeste macht. Arm hoch, dann flankt er immer rein. Und dann hat der Spieler den Ball halt noch verdeckt und dann war er halt einfach zu spät daran, der Trapp. Und war natürlich auch haargenau geschossen mit dem Innenpfosten. Also da glaube ich nicht, dass das am Bengalo lag. Und wenn, ja, uns auch egal war. Gut, Kimmich würde eine 2 geben, Mané würde ich auch eine 2 geben. Mané hat viel versucht, viel geackert, hat natürlich noch ein bisschen Pech gehabt, hätte auch noch 1, 2 Tore mehr machen können. Aber da hat man auch schon gesehen, wie er sich auch reinhaut in die Zweikämpfe und wie er dann auch, wenn dann auch mal kritische Situationen sind, auch mit nach hinten arbeitet und dann auch hinten Anweisungen gibt und sowas, hat mir richtig gut gefallen. Und die beste Szene, wo man einfach sieht, was er für ein Typ ist, dass er nach dem Spiel in die Fankurve geht, dass das Mikrofon da in die Hand nimmt und dann da den Anfeuerer gibt. Ja, mega. Ne? Hat mich ein bisschen an Sammy Kufo erinnert, der war auch so drauf. Also menschlich ja, und auch spielerisch, denke ich, passt der wie die Faust aufs Auge in unser Team. Also sehr, sehr gut. Gnabry würde ich bei einer 3 sehen, hat sein Tor gemacht, ja. War für mich aber jetzt der schlechteste da vorne, sage ich jetzt mal. War jetzt nicht schlecht, wie gesagt, eine 3, ist okay. Hat ein gutes Spiel gemacht, aber jetzt kein. Im Gegensatz zu den anderen, so auf Müller-Niveau. Ne? So Müller und Gnabry waren ein bisschen unauffälliger wie so Musiala und Mané. Sagen wir es mal so. Obwohl er auch ein paar gute Szenen hatte, war sogar ein bisschen auffälliger wie Müller, fand ich, Serge. Also ist jetzt keine schlechte 3. Auswechslung, ja, Grafenberg für Sabitzer, wie gesagt, Noten ist da immer schwer zu geben. Ja, 30 Minuten gespielt, hat sich am Anfang ein bisschen schwer getan, fand ich. Aber umso länger das Spiel ging, umso besser kam er rein, hat mir ganz gut gefallen. Sané in der 65. für Müller. Ja, ich denke mal, wenn man jetzt so als Maßstab die letzte Saison Rückrunde nimmt, war er auf jeden Fall besser. Ich denke, er ist auf jeden Fall auch aufsteigende Form. Und ich denke, er weiß auch, was die Stunde geschlagen hat. Ich meine, Musiala hat jetzt 2 super Spiele gemacht. Da wird das vorne eng, war für Niro. Ich meine, wir haben auch noch den Tell, der mir auch ganz gut gefallen hat heute. Der kam auch in der 65. für den Knabri rein. Haben natürlich beide schwer gehabt, dass sie in der Phase kamen, wo wir einfach gar keinen Bock mehr hatten, nach vorne zu spielen. Ja, das muss man fairerweise auch sagen. Deswegen so die erste Viertelstunde, wo sie beide auf dem Platz waren, haben sie mir ein bisschen leid getan, weil Bälle nach vorne war halt einfach gar nicht mehr. Nur noch hin und her geschoben, die Kugel. Frankfurt hat sie nicht rausgerückt und ja, ein bisschen schade. Hätte ich mir gerne mal ein bisschen unter Feuer angeguckt, den Tell. Aber so wie gesagt, so ab der 75. so die letzte Viertelstunde war es ja wieder ein bisschen besser. Da haben wir noch mal ein bisschen angezogen, wenn jetzt auch nicht viel, aber haben wir wenigstens noch mal ein bisschen nach vorne gespielt und da hat man hat schon die Ansätze gesehen von ihnen. Bin sehr gespannt, sagen wir es mal so. Hat mir ganz gut gefallen.
ansonsten ja in der 82. Minute nochmal Delight rein und Mazraoui, ja, hat er sogar noch direkt einen Torschuss gehabt und Delight hat einmal eine super Balleroberung gehabt, wo er dann den Lucio macht, Alter. Und hat mich eigentlich noch gewundert, dass er nicht den Leroy zusammengefaltet hat, weil der Ball ist ein bisschen weit vorgelegt und hat der Leroy den Ball ihn so ein bisschen weggenommen. Ich glaube, sonst wäre er noch durchmarschiert aufs Tor drauf. Ja, ich denke, da können wir uns noch auf einiges freuen. Wenn er noch bisschen, dann gibt ihm immer noch 2, 3 Wochen Zeit bei uns. Und da verstehe ich zum Beispiel nicht die Aussage von eines Sandro Wagners. Ich mag einen Sandro, ja. Als Spieler habe ich ihn gehasst. Als Experte finde ich ihn sehr gut, weil er immer klare Kante zeigt und immer so sagt, was er denkt. Aber seine Aussage, Niklas Süle ist besser wie ein Delight oder De Ligt, nein, nein. Alleine diese Balleroberung heute und das Nachsetzen, den Zug nach vorne, den er dann hat, ich denke, das werden wir noch einmal öfters sehen, die Saison. Und es passt halt einfach zu unserem Pressing-System, was wir spielen. Also denke ich, ähm, wir haben 2 Sechser dann vor der Kette, ja, da kann sich dann locker einer fallen lassen. Also da bin ich sehr gespannt. Ich denke, da werden wir noch ein bisschen Freude dran haben. Jetzt so als reine defensive Geschichte, ja, kann man die Argumente zählen lassen, dass ein Süle ähnlich gut ist. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Spieleröffnung müssen wir mal gucken, haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen, aber ich denke, der ist ein junger Haus. Ja. Der Bock hat bei uns und alles gut ist, haben wir die nächsten 10 Jahre Ruhe. Also da braucht mir auch keiner erzählen, dass die 67 Millionen irgendwie zu viel Geld sind. Also womit wir dann auch schon zum nächsten Thema kommen, was ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte. Aber bevor ich jetzt Scheiße erzähle, wartet kurz. Aber ich glaube, wir haben nur minus 40 oder minus 50 Millionen oder so. Deswegen, ich finde das immer ein bisschen, was mich gerade so ein bisschen stört, so ein bisschen lächerlich finde, sind immer diese Aussagen, auch jetzt bei der Sohn. Ja, der FC Bayern hat 135 Millionen ausgegeben. Wo kommt das ganze Geld denn her? Äh, Alter. Also, wir haben 137,5 Millionen ausgegeben und haben bisher 80 Millionen eingenommen. Ja, das macht also einen Verlust von 57,5 Millionen. Wir kriegen ja allein durch die Antritt in der Champions League garantiert 60 Millionen. Ohne dass wir überhaupt schon Prämien kriegen dafür, dass wir ein Spiel gewinnen oder sonst was. Also da muss man immer mal so ein bisschen relativieren, ja. Und ich gehe stark davon aus, dass uns noch ein Zirkzee verlassen wird. Da kannst du auch nochmal 10 Millionen einplanen. Und ansonsten, wer weiß, wer uns noch so verlassen wird. Also dann ja, wie gesagt, ein Zirkzee wird noch gehen. Da denke ich mal, da wird die kommende Woche ein bisschen Klarheit bringen. Da werden auch locker 10 Mille drin sein, dann sind wir bei minus 50 Mille, grob geschätzt. Ja, also wir sind der FC Bayern. Ja. Wir haben nun mal ein gewisses Festgeldkonto auch und da kann man auch mal minus 50 Millionen Transfer Ausgaben haben. Ja. Dann denke ich, da müssen wir uns jetzt nicht irgendwie einen Kopf machen. Deswegen finde ich das immer ein bisschen heuchlerisch, wenn die Leute sich da hinstellen. Ja, wie können wir denn 140 Millionen ausgeben? Wo kommt das Geld denn her? Ja, wir haben halt auch schon 80 eingenommen, wa? Und wie gesagt, ich denke, da wird noch der ein oder andere uns verlassen. Ich hoffe, dass also ich hoffe, dass in der Abwehr keiner gehen wird. Ich sehe das eigentlich mit 4 Innenverteidigern. Wie gesagt, ein Pavard ist auch noch ein rechter Verteidiger. Finde ich schon gut. Und Hernandez kann einen linken Verteidiger spielen. Ja, da waren ja auch irgendwelche wilden Gerüchte. Wir brauchen noch einen linken Verteidiger. Sehe ich halt auch gar nicht. Kannst den Hernandez auf links ziehen. Dann ist es halt ein bisschen defensiver. Aber ganz ehrlich, bei so viel Angriffspotenzial, was wir vorne haben, ja, musst du auch keinen linken Verteidiger haben, der noch die Linie runtermarschiert. Ja? Wir haben jetzt eh nicht den Zielstürmer mehr da vorne drin, der irgendwie Flanken braucht oder sonst was. Man hat es bei den beiden Spielen jetzt schon gesehen, dass wir viel so über die Halbräume spielen, durch die Mitte und dann mit Kombination. Also ich denke, wir werden uns da ein bisschen umstellen müssen. Aber natürlich ist es schön, wenn Fonsi oder auch ein Mazraoui dann da sind und die ein bisschen offensiver sind. Aber
da bin ich sehr gespannt, wie wir unseren Spielstil entwickeln werden. Aber ja, ich würde mich freuen, wenn Pavard bleiben würde. Ich weiß es nicht. Schwer einzuschätzen. Und wenn er halt irgendwie auf lange Sicht in der Mitte spielen möchte, das wird er bei uns nicht. Da denke ich, da müssen wir uns nichts vormachen. Da haben wir 3 gute Innenverteidiger. Wir haben es gesehen, Upa ist jetzt auch mittlerweile, also zumindest in den beiden Spielen jetzt super konstant. Hernandez war schon immer super konstant. Also, ja, da bin ich sehr gespannt, wie sich das so entwickeln wird. Ansonsten denke ich, können wir uns auf eine interessante Saison freuen. Klar kann man jetzt die beiden Spiele jetzt nicht so als super Maßstab nehmen. Aber hey, wir haben 5 und 6 Tore geschossen. Und das ohne einen sogenannten echten Neuner. Und es war auf jeden Fall auch schön anzusehen, die Tore, die wir auch gemacht haben. Und vor allen Dingen auch, wie die entstehen, wie wir sie rausspielen. Vor allen Dingen auch mit welcher Schnelligkeit. Ja, und auch wenn dann, so wie Frankfurt in der zweiten Halbzeit, eine Fünferkette da steht. Ich denke trotzdem, dass wir da die Räume kreieren werden. Hat man ja dann auch gesehen zum Ende hin nochmal. Also, ich bin guter Dinge, ich freue mich und wie gesagt, ich bin noch auf den Tell gespannt. Den können wir natürlich jetzt noch gar nicht so einschätzen. 17 Jahren. Ja, aber ja, ich freue mich drauf. Also die Neuzugänge habe ich ja auch schon in den anderen Videos gesagt. Für mich perfekt. Was wir vielleicht noch sagen könnten zum Leimer, es kühlt ja gerade so ein bisschen ab, das Thema. Ich hoffe halt, dass wir ihn nicht verpflichten. Also, das sehe ich nicht, habe ich ja auch schon gesagt, da jetzt irgendwie Leipzig besteht auf 30 Millionen oder so 'n Scheiß, also ganz ehrlich. Wir haben bisher so einen guten Transfersommer gemacht, der Brazzo und Olli und Herbert Hainer und der ganze Vorstand so eine gute Arbeit geleistet, die sollte man sich jetzt nicht durch so einen sinnlosen Transfer dann irgendwie kaputt machen. Ja, wie gesagt, hätte Leipzig so irgendwie gesagt, ja, wir nehmen die 15 Millionen und gut ist, hätte ich gesagt, jo, kannst du machen. Aber so, nein. Dann kommt er nächstes Jahr ablösefrei, wenn er unbedingt nach uns möchte. Ist doch gar kein Problem. Und solange hat der Sabitzer die Chance und der Gravenberg. Wie gesagt, ich hätte es jetzt eh nicht, ich sehe es halt eh nicht. Du kannst nicht Gravenberg verpflichten in meinen Augen. Der 20 ist, der ein Riesentalent ist. Und dann verpflichtest du noch einen Leimer, den du ihm da wieder vor die Nase setzt. Ich meine, wir haben eh einen Goretzka und Kimmich, die wahrscheinlich eh Stamm sind, wenn sie, aber Goretzka ist ja oft genug verletzt, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, wenn, dann hätte Sabitzer halt gehen müssen irgendwie, ja. Dann hätte man sagen können, ja, dann man reinvestiert die Ablöse, die man da gekriegt hätte, dann hätte ich das noch irgendwo verstanden. Aber nee, sehe ich so persönlich jetzt nicht. Wäre ein super Neuzugang für die kommende Saison. Klar, immer wieder frisches Blut rein, gar keine Frage. Wieder ein bisschen Druck machen auf die Leute, die dann da sind. Und dann wäre ablösefrei. Und ja, dann ist doch alles schicki. Kann man sich doch dann gönnen. So. Das wollte ich dazu nochmal gesagt haben. So, ansonsten lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, wir haben ein super Auftaktspiel unserer Mannschaft gesehen. Es gibt absolut nichts zu meckern. Ja, hochzufrieden. Und ich denke, wir werden noch viel, viel Freude haben diese Saison. Bin gespannt, ob es dann natürlich am Ende des Tages auch irgendwie für den ganz großen Wurf reichen wird man sehen. Aber ich denke, gerade mit dieser Spielweise, ich meine, wir waren ja auch so schon immer einigermaßen konterstark. Zumindest seitdem der Flick dann so da war, der hat das ja so ein bisschen eingeführt. Aber wenn ich das heute gesehen habe, Alter, wie gerne möchte ich da mal gegen eine Mannschaft wie, keine Ahnung, Man City oder Paris Saint-Germain spielen, Alter. Die halt einfach nichts anderes können, als nach vorne zu spielen. Ja gut, nehmen wir mal Man City kann noch ein bisschen was anderes. Aber wenn du da eine Mannschaft hast, die einfach nur nach vorne spielt, Alter, die wird zerstört werden von uns. Wird einfach zerstört werden. Wir haben es heute in Ansätzen schon gesehen gegen Frankfurt. Also da bin ich sehr gespannt, was uns da so erwarten wird. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie die Gegner das angehen werden. Ob die dann unsere vorderen 4 irgendwie, die da ja eh komplett durchruschieren, dann in Manndeckung nehmen. Was dann vielleicht nur das Sinnigste wäre, aber dann musst du ja schon mindestens mal, keine Ahnung, 2 Innenverteidiger, 2 defensive Mittelfeldspieler, kannst du aber auch nicht, weil dann hast du noch einen Kimmich und einen Sabitzer oder wen auch immer, der neben Kimmich spielt, die rücken natürlich auch noch auf dann.
Ja, dann sind die ganze Zeit frei. Also, da bin ich sehr gespannt, was sich einfallen lassen. Wie gesagt, Frankfurt hat es in der zweiten Halbzeit okay gemacht mit der Fünferkette plus die defensiven Mittelfeldspieler. Aber das war natürlich jetzt auch kein Maßstab, weil wir halt einfach echt 3, 4 Gänge zurückgeschaltet haben. Das muss man immer sagen. Gut, Leute, das ist meine Meinung zum Spiel. Ihr könnt mir gerne eure da lassen. Ob ihr irgendwas anders seht oder genauso seht. Freue ich mich immer drüber. Ansonsten, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Wir hören uns zum nächsten Spiel nächste Woche Sonntag spätestens wieder. In diesem Sinne.